den Songs. Heute bin ich da, eingelohnt bei der Jagermuse. Und die Jagermuse, das sind der Hansi, der Hans, der Harry und der Marco. Und daheim haben wir aber heute beim Harry. Harry, kannst du mal erklären, wo wir uns da befinden? Wir befinden uns jetzt gerade bei mir daheim an der Kicherin in Hunding. In Hunding, Kleinfeld 9. Muss man dazu sagen, weil wir haben davor schon gemeint, du findest nicht her, wo bleibt er, den kommt er gar nicht zu dir. Bis sie herausgestellt hat, dass der Fehler gar nicht bei dir liegt, Alex, sondern dass da der Marco Wenger und ein wenig weil da ist auf einmal die kleine Feldstraße draußen und der Mann hat gesagt, die gibt es das nächste Mal 500 Kilometer entfernt. Ich habe eingegeben ins Navi, Kleinfeldstraße, Hunding, so wie man es der Marco geschrieben hat, und da hat es mir angezeigt, 500 Kilometer, haben wir gedacht, das kann jetzt nicht mehr richtig sein. Bis ich gesucht habe und geschaut habe, naja, dabei bin ich wegen spät gekommen, aber es verzeiht es mir so, oder? Ich muss jetzt zu meiner Verteidigung sagen, da ist WhatsApp schuld, das war die automatische Lektur noch nicht. Das Technik, das kann natürlich auch sein. Ja, aber jetzt bin ich da und freut mich, dass ihr eine Zeitnummer habt für die Sache, für das Video, oder? Jetzt muss ich schon mal fragen. Jagermuse, seid ihr es miteinander? Hat es alle Jagern oder wer von euch ist denn der Jager, Hans? Kein einziger mehr ist Jäger. Ach so. Das ist damals geschuldet gewesen, der Weber Richard und der Hartmannsgruber Alex und mit zwei Späteln am Geburtstag gespielt. Und da waren sie halt auch wirklich beieinander und sagt einer, wer heißt denn das überhaupt nicht? Und sagt der Alex, kennst du Weber, wer ist nicht? Ja, Jagermuse haben wir nicht. Spontan aus sein. Und seitdem ist das Jagermuse nicht. Da warst du noch gar nicht dabei, oder? Nein, da war ich damals noch gar nicht dabei. Ja, passt jetzt gerade. Kannst du mir den Werdegang dann ein wenig so erklären, weil das dazu gekommen ist, dass es ist oder dass wir jetzt da so da sitzen? Ja, nein, das ist ja so gewesen, dass die Jagermuse da gespielt hat. Der Alex war ja früher musikalisch sehr viel unterwegs. Da hat er für gewisse Termine nicht Zeit gehabt oder Geburtstag stand, dann los halt war. Und der Richard hat einmal auf mich zugekommen. Chemie hat passt, verstanden haben wir uns raus auch gut. Musikalisch hat es dann auch passt. Und dann habe ich da bei der Jagermuse öfters mal ausgeholfen. Und dann irgendwann ist das einfach nicht mehr geworden. Und dann war ich dabei. Nicht? Du warst dabei. Ja. Das ist jetzt einer, aber die jungen Burschen, man darf schon sagen, dass du nicht mehr ganz jung bist, weil die da, oder? Man muss dazu sagen, der Hansi ist nämlich ein Hans, sein Junior, sein Bau. Genau. Okay. Wie ist denn der dann dazu gekommen? Ja, das ist auch so gewesen. Der hat damals das Passspiel angefangen. Am Pfefferwille werden die meisten wahrscheinlich nicht mehr kennen, aber du schon noch. Ich weiß es schon noch. Der begnadeter Tourist Ja. von der Ochsler gewesen. Ne? Legende eigentlich. Ja, genau, kann man sagen. Und weil der Wille dann jenseits der 80 gewesen ist, ne, oder auch schon langsam haben wir uns auch für ihn denkt, und er sagt, der Hansi wird mein Nachfolger. Ja, gut. Dann hat der Hansi das Passspiel gelernt. Ne? Und dann ist es auch so mal gewesen, dass der damalige Bassist von der Jagermuse krank gewesen ist. Und sagt der Richard, was ist denn, weißt du gar nicht? Sag ich, Richard, wissen da schon mal, aber ich weiß nicht, ob es passt, ne? Und sagt er, nimm ihn mit, kriegen wir schon, ne? Ja, und dann ist der Hansi das erste Mal dabei gewesen. Oh, passt. Passt, tut's. Ja, genau. Der war auch engagiert, ne? Muss man auch sagen. Bin hinten noch dabei praktisch. Also klasse, du, Genau. Ja, oder hast du eh noch Probezeit, oder? Nein, das schon. Ich hoffe nicht. Nein, und ja, dann. Aber Probezeit haben die zwei drin, oder? Nein, nicht da. Ja, Ja, aber ist es weitergegangen? Ja, dann war es so, dass der Alex gesundheitlich dann noch nicht angeschaut worden ist. Gut, der war dann weg. Und der Richard hat dann, ist in Rente gegangen. Dann hat er auch gesagt, ja, er tritt jetzt kürzer mit der Musik und möchte eigentlich aufhören. Und der Harry hat eigentlich da schon mal ab und zu mit dem ausgeholfen gehabt, auch wenn wir ein bisschen mehr gewesen haben. Ja. Ja. 3-4 Jahre vorher schon immer Ja. haben wir mitgespielt und dann hat es bei mir einmal ja so geheißen, wie der Richard gesagt hat, der Lauf hat es geheißen, na, du musst für du herhalten. Ja, da war jetzt nicht irgendwie große Anfrage oder du hast dich beworben, sondern da hast du so etwas gehört. Da musst du herhalten und da hast du das ausgeschwatzt. Ja, Ja, genau. Später weiß er, was geht. Der Herkunft hat auch passt. Genau. Ja, dann haben wir da 2-3 Mal gespielt, ne? Dann ist Corona gekommen. Gut, da war damals der Hauptkartenspieler, der Stangl Helmut, auch Kreuzprobleme und Zeichen und Klum. Da sagt er, ja, ich höre auch nicht. Ich gehe am 60er zu.
Jetzt Schluss mal, ja. Dann haben wir wieder da gestanden. Brauchen wir wieder einen. Ja. Ja. Dann haben wir den Harry und ich mit Schmerzkoller. Was treiben wir? Akkordeonspieler, weiß ich gar nicht oder so. Ne? Der war da unten in der Nacht oder so. Ja, haben dann gesagt, ich will so schauen. Ein Marco, ne? Der Marco, der sucht eh auch noch, wo er mitspielen kann. Weil er wird mitnimmt. Dem ist eh so langweilig. Genau, weil kann keiner nicht, der weiß nicht, was er vor sich. Den frage ich einmal und der sagt gewiss zu und zugesagt hat er auch. Und jetzt seid ihr so beieinander, weißt du, Ja, jetzt. genau. Ganz, ganz gut. Ja, der Marco spielt eh in mehreren Gruppen mit und die fleißigen Zuschauerinnen und Zuschauer kennen einen Marco schon und einen Harry natürlich auch. Das war jetzt meine Gewinnspielfrage heute. In welcher Gruppe der Harry und der Marco miteinander mitspielen. Also Leute, die viele Videos schauen, die kennen das. Bitte schreibt es unten in die Kommentare ein. Marco, was sponsorst du denn? Was gibt es denn zum Gewinnen? Ein Faselbier. Ein Faselbier. Ein 5 Liter. Ein 5 Liter. Ich nehme dir mein Wort. Ein 5 Liter Faselbier für den, der als erstes drunter einschreibt, wo der Harry und der Marco miteinander spielen. Muss ich dazu sagen, wenn es eine Dame gewinnt, dann noch ein Buselement. Aus Wangerl oder? Was Wenger. Ja, das wollten wir auch noch sagen, wir haben jetzt zwar alle keine richtige Jäger, aber da hätten wir noch so einen Schürzenjäger dabei. Da muss ich direkt damit reden. Also, der Marco ist der Einzige, der noch nicht unter der Hand ist, oder? Korrekt. Ja. Also, das wisst ihr eh, wenn man meine Videos öfters anschaut, wir machen immer Werbung für Jungs, die da sind. Also, falls du draußen in der großen, weiten YouTube-Welt sagst, der Marco, das war ein fescher Bursch, ein guter Akkordeonist ist er auch, er ist ja nie daheim. Aber er lässt einen in Ruhe, gell? Man kann doch nicht dagegen schmerzen. Unter der Woche auf Nacht bin ich schon daheim. Ja, wenn es nicht gerade Brot muss. Wenn ich mit meiner Musikgruppe Nein, Spaß beiseite. Aber darfst du schon reden natürlich, oder? Alex ist ja schon, glaube ich, Herzblatt daheim. Oh mein Scheiß. Na gut, dann da die Song, wie schaut es denn aus? Kann man musikalisch auch so greifen, oder? Ja, spielen wir an. Ja, unbedingt. Ja, drinnen kann man. Drinnen kann man auch noch. Weil der Titel passt schon so gut dazu, gell? Von der Schenk. Von der Schenk. Was beim Brust. Wer heißt der Titel? Schank. Schank. Schank Burschenpolka. Ich habe davor verstanden, Schand Burschenpolka. Aber das hat mit dem nichts zu tun, oder? Ja, aber wir brauchen jetzt ein Protokoll. nicht? Alle, unbedingt. Gehört dazu. Jawohl. Brauchst du auch noch, Alex? Oder? Ach, Du weißt es ja auswendig. Was ist oder? das bisschen, wo ich spielen kann, ich hier nicht. Gut. So, Tonart haben wir. Astur. Jawohl. Genau, mit Ausleiter. Schweißling. Jawohl. Haben wir's? Nur keine Hektik. Prinzip ganz langsam. Dass der Trompetensound durchkommt. Ja, so. Gut. Haben wir's?
gut. So, jetzt mal nicht das. Weil hast du das Protokoll gedruckt, du hast mir nicht die Gesichter sehen, gell? Das Protokoll Ganz gut. Und das brauchen wir auch noch fürs Protokoll, gell? Prost. Prost, das geht schon, oder? Das ist Marco, gell? Muss ich aufstehen, das ist nicht Feierabend. Das geht schon. Hansi, was ist denn das? Auf welchen Veranstaltungen kann man die Jagermusik hören? Ja, eine fixe Veranstaltung ist eigentlich jährlich der Hundinger Apfelmarkt im Oktober. Ist das das einzige, was du spielst im ganzen Jahr, oder haben da ab und zu noch andere Sachen, die ich reinrennen? Ja, ich weiß ja ab und zu mehr Geburtstag, sowas. Aber jetzt nicht so, dass ihr es ausgebucht seid und 60, 70 Mal im Jahr spielt in der Besetzung? Das lässt der Marco schon gar nicht sagen. Genau, ist ja jeder unterwegs. Ne? Wer ist das dann? Hansi, bist du dann noch in einer anderen Gruppenfest dabei oder wie schaut das bei dir aus? Ja, meine haben mehrere Gruppen. Ich bin so eigentlich ein Aushilfstruppist, kann man sagen. Ne? Also wenn halt einer einmal einen braucht, ein Bassisten, ne? Und ich habe Zeit. Und dann springe ich halt ein. Ne? Aber jetzt keine Gruppen, was du sagst, du bist ganz fest dabei und mit denen hast du Freundschaften? Ja, meine gibt es mehrere, zum Beispiel bei der Blaskapelle Süß von Kloster. Ja, kenne ich. Das einmal dabei. Ja, natürlich. Bei den Felsensteiner von Straubing. Oder Draxelsred, Trägerklosen. Freilich, kenne ich ja. Ja, bin ja ein paar Minuten unterwegs. Das sind lauter Gruppen, mit denen ich auch noch mal ein Video machen kann. Das kriegst du auch noch öfter. Aber wieder hol einen Marco. Nein, glaube ich nicht. Das ist schwierig. Tuba, muss man auch dazu sagen, gefragter Mann auch, ne? Ja. Ich sehe ja. E-Boss, ja. Ich passe auch noch dazu. Also wenn jetzt eine Gruppe dabei ist, die von weiter hier ist und sagt, hey, an dem und dem Termin brauchen wir einen Aushilfsbassisten an der Tuba, am E-Bass, dann darf ich deine Telefonnummer natürlich auch reinblenden, oder? Die kannst du einblenden, ja. Ja. Und wenn ich Zeit habe, komme ich. Genau. Wenn es nicht Zeit hast, dann haben wir es Pech gehabt. Ja. Aber Hauptsache du sagst nicht, du hast Zeit und kommst dann noch nicht, ne? Das war nichts, oder? Das ist noch nie passiert. So schaut es ja gar nicht ein. Ja, Hans, zu dir nochmal. Du bist da, wie wir schon gesagt haben, der Älteste im Bunde da. Das heißt, natürlich, logischerweise, hast du rückblickend die größte musikalische Erfahrung. Wie ist denn das bei dir musikalisch so losgegangen? Wo hast du gelernt und wie ist dann weitergegangen? Da war auch mal Feste gehabt, glaube ich. Magst du das deinen Zuschauerinnen und Zuschauern mal erklären? Nein, das ist ja schon ewig lang her, aber da war ich 10 Jahre alt. Da habe ich das Akkordeon gelernt. Aha. Das habe ich 3-4 Jahre gemacht. Ja, mein Onkel, der Papa, waren alle Musiker, ne? Weißt du, ich weiß nicht, wenn er bekannt dafür. Ganz klar. Dann hat er mir geheißen, ja, jetzt brauchen wir Trompeter, ne? Mach. Ja, aber gut. Haben wir es da wenigstens so eine gegeben? Oder hast du das selber dann noch kaufen müssen? Meine erste Trompeten, das ist ein Erbstück von meiner Seite bekommen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das war auch ein Musiker. Weiß jetzt nicht, aber. Nein, das kannst du nicht mehr wissen. Aber die habe ich gekippt, mit der habe ich damals angefangen. Habe ich Trompeten gelernt. Mehr oder weniger selber. Ne? Und ja, dann haben die ersten Jahrtage ein wenig so gekommen, mit der Kapelle Weißalter. Ne? Da war der Otto dabei, Otto Sehen, der Onkel. Ne? Und, so. Und dann ist irgendwann einmal der Schaufelmacher Noel und der Adolf gekommen. Ja, Bibracher. genau. Genau. Ja, sie brauchen einen Harmoniespieler. Ne? Ja, probieren wir es mal. Ja, so können wir mal auf eine Probe. Ne? Dann haben wir da mal angefangen. Passt. Ja, dann bin ich mit den Schaufelmachern dann ewig lang. Schon lange Zeit, gell? Also Ja, haben wir da gespielt miteinander. Blaskapelle auch, große Hitzeiter einfach, da ist noch Sommerfest und so, ne? Ganz freies einmal. Ja, und dann hauptsächlich auch halt, also zum Zugschichten zeigen mit der Obergreiner 6 Mann Besetzung oder 5 Mann. Ja, da hat es alles gespielt, das weiß ich noch, gell? Ja, genau. Ja. Das war ja auch Ganz so. genau. Am Anfang haben wir Obergreiner Blasmusik haben wir auch spielen können, weil wir ja alle Bläser gehabt haben. Ja. Ne? Und danach auf Nacht ist halt dann, weil es damals üblich war, moderner war, ne? Ja. 50er, 60er Jahre, ne? So Geschichten. Heutzutage stehen sie jetzt schon um 7 Uhr schon bei Cordula Grün auf der Bierbank, gell? Das ist auch eine war damals wieder so. Nein, gell? das hat es nicht gegeben. Ja. Aber wer weiß, dreht sich das nicht vielleicht wieder? Kann man nicht sagen. Vielleicht kommt es ja wieder, ne? Ja. Und jetzt momentan, ist das deine einzige Gruppe oder bist du noch woanders Nein, ich unterwegs? bin also ausflugsmäßig unterwegs. Bei mir ist es schwierig, weil ich am Wochenende relativ in der Arbeit eingespannt bin. Auch jetzt, weil ich auch keine feste Gruppe nicht mehr habe, weil ich kann jetzt nicht sagen,
ansonsten muss ich arbeiten, dann hier in die vierte oder sonst irgendwas und dann möchte ich auch noch dazu Musik spielen. Ich glaube, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ne? Ja. Darum sage ich, ich mag es auch so aushilfsmäßig, Flügelhornist, Trompeten, Akkordeonspieler. Also auch die, wenn man buchen möchte als Aushilfsmusiker, falls da Gruppen dabei sind, die tun auch die Telefonnummer drunter und dann läuft das, gell? Wenn ich Zeit habe, ja. Eng frage jetzt nicht nach die Gruppen, sonst wird uns Ja, voll wenn verraten, gell, vom das Gewinnspiel, ist gell? das Das haut natürlich nicht hin, aber trotzdem auch eine Frage habe ich an dich, Harry. Wenn man eng buchen will, wie läuft denn das so? Hat es Facebook, Instagram, Homepage und TikTok oder? Was ist ein TikTok? Nein, da läuft eigentlich voll über Mundpropaganda. Halt. Ja. Und die Leute sagen, du, wir haben cool oder wenn du halt wirklich in Muse möchtest, dann ruft es auch bei der Jagermuse. Ich glaube, den einzigen Kontaktziel, wo wir haben, das ist Genau, das ich kann gebe dir Bescheid, holst du mal wegen Viere und dann drehst du das um, okay, da steht die Nummer drauf, gell? Da steht halt der Nummer drauf. Zum Mitschreiben. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwo 200-300 Kilometer Flug von da zum Spielen, sondern das ist alles eigentlich im Umkreis, eben von uns da oder von Erdren. Ja. Ohne Strom. Ohne Strom. Ah ja, das war auch noch sowas, gell? Also ohne Verstärker, ohne. Genau. Also einfach so, wie wir halt jetzt auch da sitzen, so sitzen wir. Ohne mich. Ohne So die Musik, die Stücke, wo wir jetzt gespielt haben, so in der Besetzung und dem. Ja. Haben wir erst eins gehabt oder zweites gemacht, oder? Da ist gleich noch ein wenig mehr. Nur die schnell unterbrechen, Ja. weil mir fällt jetzt gerade so, was von Hochzeiten geschmeckt hast. Ich habe noch mit einem wichtigen Termin gehabt, da habe ich bei einer Band ausgeholfen. Das war nämlich der Hochzeit. Ja, genau. Und ich glaube, die war ziemlich scheiße ausgefallen, oder? Wenn kein Postkinder war. Stimmt, genau so was. Das war, da warst die Aushilfe, gell, damals, gell? Ja, genau. Der Hugo hat keine Zeit gehabt, weil der Pedro hat Wurfmusik. Der schaut es bestimmt auch, gell? Hugo, servus. Jetzt kann man ja mal ein wenig vorschwärmen, weil schön das da war, gell? Aber das weiß er nicht. Da Sagen sagen wir nichts. Ja, genau. Nein, wirklich, da, wenn du nicht kommen willst, mein Gott, hätte ich nicht Tuba spielen müssen, das war nichts geworden. Nein, wirklich, genau so ist es. Ja, packen wir noch einen. Ja, Freilich, dann spielen wir noch mehr. unbedingt. Was haben wir denn noch dabei? Ah, einen bohrischen sehe ich gerade, gell? Und kein Tänzer da. Ja, schon drum. Die wisst ja nicht länger, die Tänzer vor der Kamera. Lachmaschinen. ein flotter bayerischer ist. Österreich-Borisch. Aber nicht zu flott, gell Marco? Alle. Da sind ältere Kollegen dabei, jetzt heißen wir schlafen können.
Bursche, der geht auf die Zunge, gell? Und auf die Luft. Super Bursche. Naja, jetzt hat man schon einiges gehört, was die Burschen da von der Jagermusik im Programm haben und was drauf haben und natürlich noch vieles, vieles mehr. Was war dann so eine Zeitbegrenzung, wo es sagt, so 3 Stunden, 4 Stunden oder geht es auch gerne länger, wenn ihr mal unterwegs seid? Ja, es geht auch länger eigentlich. Ne? Ja. So 4-5 Stunden. Ja. Und dann, ja, mei, wenn wir schon länger spielen, auch nicht. Ja, Weil es nicht gerade hergeht. eh klar. Aber auch schon was für einen Abend da oder für einen Nachmittag. Ja, kann man schon Oder spielen. für einen schönen Frühschoppen mit Nachmittag ein. Irgendwie sowas. Mit dem wir shoppen dann nicht. Genau. Vom Frühschoppen mit dem schon. Wahrscheinlich Übergang. Ganz genau. Zum Schluss hätte ich an jeden Feind noch mindestens eine Frage. Und zwar, Marco. Ja. Warum bist du so gern bei der Jagermusik dabei? Ja, ich glaube, das hat man gerade gehört, ne? Und super Kollegen, ne? Musikalisch, mir gefällt die Musik. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Alles gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Harry, warum Ganz bist du natürlich. so gern bei der Jagermusik dabei? Ja, wahrscheinlich ähnlicher Grund. Also Marco kennt Ja, mich gut. schon von klar, wir waren schon miteinander im Kindergarten und Das wir muss- waren schon Ich befreundet. muss ja noch kurz dazu sagen, weil der Harley ist auch dabei. Es Ja. passt natürlich vom Ton her, wenn man. Also das Kann der Harry fahren und du machst Nein, das so so. mag ich auch nicht von. Da wechselt man uns schon Genau, einfach. das ist. Nein, aber so auch vom Musikalischen her passt einfach, wir verstehen uns untereinander gut. Und eben vom Spielen her, also das tut einfach. Und das passt also. Hans, warum bist du so gern bei der Jagermusik dabei? Weil ich Noten schreiben darf. Das muss man auch noch betonen. Also, Alles Ja. vom Hans? Ja. Ja, super. Ja, da weißt du das noch anschauen, ja. Nein, Schmarrn. Ja gut, Ja. ich schreibe es jetzt anders einigermaßen hoffentlich durch. Ne? für jedes Instrument hat Akkordeonnoten. Perfekt, ja. Super Sache. Ich habe erst wieder noch Noten spielen lernen müssen. Ja. Ohne kann ich mir kennen. Kannst du sehen. Nein. Hansi, warum bist du so gern bei der Jagermusik dabei? Ja, das ist das erste Mal wegen der Musik, ne? Weil wir seit schon gehabt haben. Und das zweite ist halt, nein, man sieht eh, der Papa hat ein Wasser. Der fährt nicht zu jedem Auftritt an. Ja, und ich kann auch ein Bier trinken. Warum hast du jetzt mal von traust du ihn nicht oder trinkst du Pause aus nichts? Ich traue ihn schon, aber ich trinke von Hause nichts, weil, nicht viel, sagen wir mal Ja. so, weil ich nicht viel vertrage. Ach so. Einfach nicht gewöhnt bin. Das war freies Ei immer schon so, mit den Schlafmotor oder so. Da bin ich auch immer selber gefahren. Ne? Da habe ich eigentlich diesen. Du bist das gewöhnt, dass beim Musikspielen Ja. einfach, mein 1, 2 Halbe oder was? Ja, maximal 2 halbe oder so. Straubing Herrschaft sein, also da trinke ich am Anfang Maß Bier, gemütlich ne, und Genau. da steige ich dann immer. Dann geht's auch. Ja, weil dann hast du keine Sorgen mit dem Heimfahren und sonst Genau. irgendwas nicht. Genau, das ist jetzt gescheiter. Ja, ist das so, ne? Und er ist verkund, dass er eine halbe trinkt oder mehr. Ja, außerdem muss auch einer in der Gruppe vernünftig sein. Gell? Ja, genau. Genau. Der Papa muss vernünftig sein. Ne? Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, jetzt ist ja so, das Video neigt sich schon wieder dem Ende zu. Wir haben 2 Stücke gehört, haben wir ein ganz lockeres und schönes Gespräch gehabt. Wenn euch die ganze Sache gefällt und gefallen hat, dann darfst unbedingt auf Gefällt mir drucken, sehr, sehr wichtig. Und auch auf Abonnieren, ganz, ganz wichtig. Jeder, der abonniert hat, der hat alle Videos gesehen und der weiß auch, wo die 2 Burschen miteinander in der Gruppe spielen und kann sie vielleicht dann auch, naja, also. Ja, du musst selber noch anschauen, weil ich weiß auch nicht. Weil es nicht so viel ist. Ich habe jetzt auch spekuliert, aber. Ja. Ich glaube, ich weiß schon. Aber ist das Marco, wenn du das Fassel spendierst, darf man fast spielen, aber dann lange die 5 Liter nicht, ne? Ja, dann machen wir. 25 gibt es nicht, oder? 25 Liter. Ja, 30 Liter. Gibt's ja. Wenn sie nehmen wir 30 und trinken wir 5 Wasser. Vielleicht legt der es gewinnt, noch Brotzeit. Jetzt schauen wir uns erst einmal, wer es bringt. Ne? Vielleicht kommt da auch ein Akkordeonspieler. So, dass du hinfährst. Ich sehe ganz Ja. klar. Nein, genau. Sagen wir mal so, ich hätte einen Tipp, das ist 2 Häuser weiter gewesen. Stimmt, genau. Ja, Genau. ganz genau. Ja, genau. Ein heißer Typ ist das auch. Ja. Ja, dann kann ich nur noch sagen, vielen, vielen Dank an die Burschen von der Jagermusik und an die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Vielen Dank, Servus. Servus.